in der Friedhand. Im Leben ist es wichtig mit eurer rechten Hand, aber noch wichtiger als rechte Hand als friedliche Hand. Als Mennoniten sind wir so leicht für dort geneigt, wenn ich recht habe, dann habe ich recht. Wie soll ich mich mit anderen versankt, dass wir das mir kriegen dürfen? Ob ein Familienfest, im Geschäft, mit dem Partner, ich habe recht. Na ja, das kann sein, dass du recht hast. Aber hast du auch Frieden? Nein, der Frieden ist weniger wichtig. Wir haben in unserer Theologie, in unserem Denkensort, dass Mennoniten sagen, wie dort wie friedliche Menschen sind und wir sind gekommen, wenn es im Frieden, wie wir vom Krieg war. Und wir möchten nicht am Krieg leben, wir möchten in ein Land leben, wo wir Frieden haben. Wir möchten, wenn es dort andere Menschen uns friedlich behandeln und nicht bescheiden. Aber manche sind ganz bereit, zu sagen, ich möchte dort alles Frieden mit mir sehen, aber wenn ich eins was recht hat, als mir kriegen dürfen, wenn ich den Frieden mit meiner Frau, mit meinem Mann verliere, mir ist das kriegen dürfen, wenn ich den Frieden mit meiner Gemeinde verliere, mir ist das kriegen dürfen, wenn ich den Frieden mit meinen Kumpels und mit anderen Geschäften verliere. Hauptsache, ich will recht, immer wenn es mein Verstand ist, so viel höher als das Hort. Ich glaube nicht viel an das, was die Bibel sagt, wenn der redet vom Hort, das soll recht haben. Der Hort soll dort befreit sein. Das ist eine schöne Sache für die Church. Aber das hat nichts mit meiner Realität zu tun. Wenn ich recht habe, ist mir ein Dön, wenn ich den Frieden verliere. Oder sage ich, nee, hör mal her. Was ist wichtig in meinem Leben? Bist du bereit, irgendwo einen Kampf zu verlieren, am Frieden der Hand? Oder musst du alle Kämpfe einmal gewinnen? Nee, ich bin nicht bereit, irgendwo mein Recht zu verlieren, am Frieden der Hand. Nein, das funktioniert nicht in meinem Leben. Ich weiß, dass wir als Mennoniten alle friedliche Menschen haben, aber das passt mir nicht an. Wenn wir in der Bibel checken, die Bibel sagt uns in Philipper Kapitel 4, Vers 7, in Gott sein Frieden, der weit höher ist als aller menschlichen Verstand, der soll an jene Worte und an jene Gedanken regieren an Christus Jesus. Der Frieden, der höher ist als der Verstand. Was ist für die höher? Ist an deine Ehe Frieden höher als der Verstand? Ist an deine Gemeinde Frieden höher als der Verstand? Als an den Redensort mit den Kindern, mit den Geschwistern, mit anderen, welcher der Verstand oder welcher der Fried? Der Fried soll höher sein nach der Bibel. Das ist mir das, was die Bibel sagt. Wenn ich reich habe, habe ich reich. Soll ich dann angereicht sein? Nein. Aber der sagt hier, wir sollen höhere Prioritäten sein, nicht bloß immer reich haben, denn ich will wieder Ramscheute mit meiner Wird. Viele Minister sind nicht bereit, eine Flint abzuheben im Nächsten, weil wir sind friedliche Menschen, aber sie sind bereit, mit der Zunge den Nächsten durch die Kehle. Und sagen, ich will in einer Gesellschaft fortmerken, dass die anderen nicht fairerweise kommen. Das ist mein Dön, wenn die Frieden haben nicht. Ich will, dass alle Menschen kennen, dass heute das sind schlechte Menschen, ich sehe das viel besser als alle anderen Menschen. Das ist mein Dön. Ich habe hier sagen, und damit, wo ich seine eins von einen Krieg unterstelle, eine Gesellschaft, man sagt, ich habe gehört, ich will 4 anstellen, und ich bin nicht bereit, ein Friedensstifter in mein Land zu sein. Oder sage ich, no, wach mal. Wenn die Bibel sagt, der Frieden ist alles, was im Verstand und in den Gedanken ist, dann glaube ich das. Eine Oase in dein Leben zu erleben, in den nächsten, bedeutet, dass du eins von einem Kampf verlieren. Ich will das nicht verlieren, wenn ich will Frieden haben mit meinem Partner. Ich will Frieden haben mit den Nächsten. Und ich will, dass meine Jugend eine Oase erleben wird. Und ich glaube, das, was die Bibel ist, ob es war, da bin ein großer Kampf ist und ich will den Frieden herstellen, als alles, was in meinem Verstand ist.